die Geschichte Nummer 88. Ditmal erst een Geschichte von unserem Alleroom Bernhard Ernst und danach war da mehr von unseren Mennoniten in Alberta. Unsere Mutter hat uns manchmal vertellt, dass ihr Onkel Bernhard Ernst in Mexiko meist ganz blind geworden wäre und dass er dadurch einmal allerhand unangenehme Dinge belebt oder erfahren hat. Einmal vertelt Mutter uns von eine Geschichte ungefähr so. Jün Alleroom und Bernhard Ernst wäre mal bei uns in Blumenort und weil sie sozusagen blind wäre, soll uns Bruder Abraham am Wuhan werden. Und das kleine Jung übernimmt dort auch ganz stolz. Er fällt dem olden Onkel an seine Hand und ging mit einem Taub Brot auf. Aber wenn ihm dabei mal ein Objekt im Bett im Stich lag, dann ging er dort wohl aus dem Stich oder starb einfach da über. Aber er dachte gar nicht daran, dass er was einem Blingen am Stich liegen kann, zum sicher gehen, wie genug aus dem Stich gehen muss, so dass er dort auch nicht hören wird und da über Handfallen braucht. Und dann fällt der Ola doch immer weiter meist an, auch wenn sein kleiner, stolzer Leder noch nicht anhört. Nu war der Träg noch unsere Mennoniten in Alberta. Wo fliehen die von Mexiko und von Südamerika gekommene Mennoniten in Südalberta Gottesdienst? So als ich dort verstanden habe, dann haben die Sommerfelder Kirchen manch unsere Kolonie in der Lethbridge Tabor Gegend in Südalberta die erste Kirche angefangen, wie sich in dieser Umgegend in den Lot 1960er Jahren all langsam immer mehr Koloniefamilien von Mexiko zusmürken, ohne sich meistens aber nicht an die lokale mennonitische Konferenzkirchen ihre Gottesdienste bedeuten. Einige von der Kolonie ihre Arbeitgeber hatten an Jahren an ihre gottesdienstliche Versammlungen abgenommen, aber die fehlten sich in der Konferenzkirche nicht so recht tüß. Und deswegen, so verstehe ich dort, haben die Sommerfelder, manche Kolonie von Mexiko damals, eine Kirche angefangen. Diese Sommerfelder Kirche ist, glaube ich, zwischen Lethbridge und Tabor. Von den 1980er Jahren an, aber kämen sehr bosig immer noch mehr kolonische Arbeiterfamilien von Mexiko nach Südalberta. Und immer mehr Familien, wenn sie da für den Sommer angekommen wären, um Geld zu verdienen, merken sich dort hüß. Und dann haben unsere Kolonie Mennoniten sich da nicht bloß eine eigene Kolonie gemeint, aber auch noch verschiedene andere Gemeinden gegründet. Meistens haben sie dort mit Hilfe von Ältesters oder leitenden Predigers von anderen Provinzen in Kanada getan. Wie Vauxhall haben die Manitoba-Rheinländer eine Rheinländer-Kirche gegründet. In der Stadt Grassy Lake ist eine Kleingemeinde gemeint, die haben da eine große Kirche. Und sehr viele von diesen Mennoniten wollen sich zu der Grassy Lake Kleingemeinde Kirche holen, sind so eine Lied, die all in Mexiko Kleingemeinde geworden wären. Leitender Prediger ist Hein Unger, wo in Mexiko auf der Santa Rita Kolonie all viele Jahre leitender Prediger gewesen wären eine Kleingemeinde Kirche. In der Stadt Tabor ist eine IMC-Kirche. Und diese Kirche kommen auch meistens so eine Lied, wo von Mexiko gekommen sind. In Vauxhall ist eine IMMC-Kirche. Diese Kirche ist noch nie in klein, aber da kommen all durchschnittlich von 40 bis 50 Menschen zum Gottesdienst. Und dann haben die Kolonie in Südalberta auch noch eine Kolonie-Gemeinde gegründet. Und diese Gemeinde ist beweit die größte. Die Kolonie-Gemeinde hat in Südalberta zwei Kirchen, eine dicht bei der Stadt Vauxhall und eine dicht am Hochweg zwischen Grassy Lake und Tabor. Dicht bei der Grassy Lake Kirche haben die Kolonie eine Privatschule. Und dann haben die Kolonie in der wieder Norden, wie Two Hills, Alberta, noch eine dritte Kirche. Bei Two Hills wohnen all mehr als 50 Kolonie-Familien von Mexiko. Viele von diesen Lied haben da Land gekauft und trieben da Ackerwirtschaft.
aber die meisten sind auch irgendwo Arbeiter. Also im Norden Alberta, an der Peace River, lag Crete umgehend, ist eine Old-Kolonie Gemeinde, wo da all von der Anfangs 1930er Jahren ist. Zu dieser Gemeinde gehören auch die meisten von den vielen Old-Kolonie-Familien, die von 1936 bis 1942 von Mexiko dahin trocken. In buiten dieser Old-Kolonie sind in Südalberta noch die vielen Lothar von Mexiko tegen Alberta gekommene Old-Kolonie-Familien. Und die haben in Südalberta auch, zoals wir al gesagt haben, eine old-kolonische Gemeinde gegründet und haben ab 3 Städten eine Kirche gebaut. Die Grassy Lake eine, die Vauxhall eine und die Two Hills eine. Diese 3 Kirchen haben taub einen Ältesten, 6 Prediger und 2 Diakonen. Ihre Prediger in Südalberta dienen der Gemeinde noch nur die altbekannte Regel. Die Oms in der Grassy Lake in Vauxhall gehen predigen aufwechselnd an ihre 2 Kirchen, die Grassy Lake in Vauxhall. Aber in ihre Kirche wie Two Hills, da predigen meistens nur die Oms, die dort wohnen. Und der Älteste bedient auch diese Kirche mit Taubfasten Abendmahl. Ich weiß nicht sehr viel Einzelheiten von was unsere Mennoniten in Alberta alle schaffen, aber ich glaube, wir können sagen, dass die dort auch, zoals in Manitoba und Ontario, meist irgendwas schaffen. Und wir können von an auch sagen, dass sie sich dort meistens auch verstehen, an die Menschheit so zu integrieren, dass sie so verstreut, als sie dort wohnen, sich gut in den Südalberta Wirtschaftsleben anpassen werden, ohne dass sie dabei ihre Identität verlieren. No 1941 oder von 42 bis 53 trocken sehr wenig Mennoniten von Mexiko gegen Kanada. Und dafür wären mehrere Ursachen. Eine Ursache dafür wäre, dass die Preise für die verschiedenen Forenprodukte sich in Mexiko sehr verbesserten. In der Kriegszeit von 1930 bis 1945 besonders wurden die Schaufeln sehr teuer. Die Mennoniten erwirtschaften was bedeutend leichter und die meisten Bürger wurden in Mexiko zufriedener. Eine andere Ursache dafür wäre, dass Mexiko nicht mehr einen Präsident hat, der so eine starke sozialistische Ideen hat. Und dadurch fehlten die Mennoniten nicht mehr so stark, dass ihre Schulfreiheiten da bedroht werden. Noch eine andere Ursache dafür wäre, und das wäre vielleicht noch die größte Ursache, Kanada wäre auch Part von dem großen Weltkrieg geworden, und viele mennonitische Jungs und junge Männer in Kanada wurden entweder freiwillig oder gezwungenerweise auch Soldaten und gingen in den Krieg. Und dort hielten und beobachten besonders so eine Eltern in Mexiko sehr genau, wo eine Jungs hatten, die auch an so einem Alter wären, dass sie als Soldaten eingetroffen worden können, wenn sie mit ihrer Familie in Kanada wohnen würden. Ich weiß noch gut, dass wenn unsere Eltern in dieser Zeit am Sonntag verschiedene Jahreszeiten oder wenn unsere Nachbarn an einem Abend in der Werk bei uns wären, dann verteilten Eltern und Jahres immer weiter davon, dass einige von ihren Verwandten, ihre Jungs in Kanada zum Krieg gingen. Sie verteilten einander, von wem sie die Jungs sie gehört hatten, dass die in Kanada Soldat geworden und an den Krieg gewonnen wären. Und sie betonten dabei dann, dass sie sehr dankbar wären dafür, dass sie in einem Land wohnten, wo sich nicht direkt an den Weltkrieg beteiligt und wo ihre Jungs nicht gezwungen wurden, in den Krieg zu wohnen. Sie wissen aber auch, dass Mexiko, wo noch viele, sehr viele Deutschländer in ihrem Land wohnten, doch hier in Deutschland in ihren Führer Adolf Hitler wären. Und wird Lothar noch mehr davon. Aber wären die Mennoniten ihre Jungs in Mexiko so ganz wehrlos gesonnen? Oder wären all ihre jungen Männer so ganz wehrlos gesonnen? Oder wären all die älteren Männer immer ganz wehrlos angestellt, wenn sie von dem Krieg reden und so weiter? Nun bet, was in den Kriegsjahren manche Mennoniten in Mexiko passiert.
Ich weet van verschiedene Ereignissen in de Weltkriegsjaren in mennonitische dorpen en Mexikanische Städte in dem Land Mexiko. Einige Ereignisse und einige Menschen ihre Benehmen wären lacherig, angeschickt oder sogar kindisch. Andere Ereignisse durchgehen wären sehr ernst. Ich will hier von beiden Orten von Ereignissen aus der damaligen Zeit Wort vertalen. Und zwar erst ein oder zwei so ein Bett lacherige oder sogar kinderliche oder angeschickte Geschichten und danach wenigstens zwei sehr ernste. In den Jahren, als der Zweite Weltkrieg war, dann wir auch manche Mennoniten in Chihuahua einmal eine Ort von Krieg. Ich erinnere mich daran, dort einige Lied in Blumenort und Blumenthal all von 1935 an immer deutsche Zeitschriften kriegen von Deutschland. Und da wären auch ganz wenige manch uns, wo eine englische Zeitschriften zugeschickt kriegen und auch lesen. Und da ich dem Lesen von diesen Zeitschriften erfuhren sei, wann auch einmal artige Werken lot, was an dem Weltkrieg verging. Und dann vertalten sie davon auch zu so eine wo diese Zeitschriften nicht lesen. Und davon wurden einige so beeinflusst, dass sie Sieden nehmen an diesem Krieg. Und dabei kann dort dann auch einmal sehr angeschickt, anschuldig und nicht sehr wehrlos zuwohnen. Einige ältere Männer wohnen bestimmt glaubten, dass sie wehrlose Mennoniten wären, streiten sich während Weltkriegssachen, weil sie beeinflusst wurden, Sieden zu nehmen. Einer von meinen Freunden, wo in diesen Jahren in Blumenthal Knecht war, der vertelt mir mal, dass Blumenthalsche Jungs und junge Onkels sich sehr regelmäßig hatten, am Sonnabend zu abends loten ihr Haar Charter schneiden. In dieser Zeit wollen die Jungs und junge Männer meistens sehr kartes Haar haben und viele leiten ihr Haar alle andere Wege Charter schneiden. In Blumenthal, so sagt mein Freund, wären jeder Sonnabend zu abends viele Jungs und junge Männer immer auf derselben Stätte topgewasst. Und jeder Mal hatten etliche Jungs und Männer sich da loten ihr Haar Charter schneiden. Alle Männer dachten, sagt mein Freund, Ole Peter Wieden ihr Haarklepper schneit besser als alle anderen Kleppers im Dorf. Immer weiter hatten sie Wieben ihren Klepper bewundert. Und jeder Mal hatten einige Jungs und Männer sich an so einem Abend wie an beim Haarcharter schneiden loten, gestritten, wer was sie durch die letzte Werk gehört hatten, von was am Krieg verging. Die meisten von diesen Jungs und jungen Männer wären auf der Engländer Seite gewesen, sagt mein Freund, aber mal wären da auch so eine Mann gewesen, wo noch auf der Deutschländer Seite gewesen wären, oder hatten sich wenigstens so gestaltet, als wenn sie für Deutschland entstanden. Und dann, als an einen Abend das Haarcharter schneiden war da fertig gewesen wäre, dann hat er, sagt mein Freund, dass man einmal gesehen, dass das sehr guter Klepper, wo er aber so wie aus der beste Klepper in ganzen Dorf geteilt hat, in Deutschland gemerkt worden wäre. Und dann hat er den so ein bisschen hochgehoben und da oben sehr laut gelesen, Made in Germany. Und dort hat die meisten Jungs und junge Männer abgeregt. Einer hat gesagt, so schafft es nicht, dass das Klepper in Deutschland gemerkt hat. Aber mein Freund hat gesagt, komm checkt, das sagt da oben klar und deutlich, Made in Germany. Als diese Jungs und junge Männer sich davon überzeugt hatten, dass das Klepper wirklich in Deutschland gemerkt worden wäre, dann hat einer von an, den gehörtig aus Heimakon in der Arche geheft. In China hat sich nach diesem Abend noch einmal damit sein Haarcharter schneiden geloten. Mit so einem Benehmen merken diese Jungs und junge Männer sich wirklich sehr lacherig. Das ist wie ein von den Geschichten, wo davon reden, wo angeschickt Menschen worden können, wenn sie sich von weltlichen Sachen beeinflusst loten und dann da viel von reden, wo sie nicht viel von verstehen. Wir können von mehr so eine Geschichten reden, aber ich glaube, das regt all zum Verstehen, wo angeschickt und sogar sogenannte wehrlose Mennoniten worden können, wenn sie sich von der Welt beeinflussen loten, besonders in Kriegstiden.
Und nu noch ein paar sehr ernste Geschichten, die auch in Mexiko in den Kriegsjahren passiert sind. Wir haben all gesagt, dass Mexiko nicht direkt in den Zweiten Weltkrieg verwickelt wird, aber die Regierungen in alle Länder, die für die Regierungen schafften, wären doch sehr hier in Deutschland und alles, was zum Deutschtum gehört. Und nu wir in der Kriegszeit wie der Hauptstadt Tampico in Tamaulipas, Mexiko, in Deutschland das Schiff umhoben und von dort nicht wiederfahren kann, weil die Mannschaft von diesem Schiff uit Geld gerannt wird. In dieser Mannschaft raubt den Walter Schmiedehaus in Chihuahua City Hilfe an. Schmiedehaus wie ein Deutschländer, wo einmal als ein Jugendlicher mit seinen Eltern taub nach dem Ersten Weltkrieg von Deutschland nach Mexiko gekommen war. Und nu, während der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, wie er in Chihuahua City der deutsche Konsul. Und er versucht, für die deutsche Schiffmannschaft Geld zu kriegen, um mit ihrem Schiff wiederfahren zu können. Aber weil die mexikanische Regierung auch hier in Deutschland war, wenn sie auch nicht direkt an den Krieg teilnehmen, wäre dort schwer für Walter Schmiedehaus, für diese Deutsche irgendwo in Mexiko Geld zu verschaffen. Aber damit einmal fall ihm das bei, dort, wenn er die Mennoniten ihre Vorsteher hier und da mal mit was geholfen hat, und die ihm dann gefragt haben, was sie ihm schuldig wären für seine Arbeit, dann hat er meistens zu an so gesagt. Mit einmal kommt vielleicht ein Tag, wo mir dort an jene Help fehlen wird, und dann kann je mir helfen. Und dann kam Schmiedehaus einen Tag, noch Vorsteher Gerhard J. Rempel in Blumenort und sagte zu ihm, weißt du dort noch, dass ich, wenn ich dir mal mit was geholfen hat, und die mich dann fragen, was die mir für meine Help schuldig wären, dann habe ich etliche Mal gesagt, mit einmal kommt vielleicht ein Tag, wo mir dort an jene Help fehlen wird, und dann kann die mir vielleicht helfen. Und nu ist der Tag gekommen. Wir brechen für das mal hier weiter auf. Aber erst noch das. Für die von you, wo wir vielleicht noch nicht weiten, wo der Hälfte von 12,7 sein kann, nehmt ein bisschen Papier, vielleicht 1,5 bis 2 Zoll, schreibt da eine große römische 12 ab, und dann schneidet die unterste Hälfte von dem Papierchen mit der Schere auf, und dann habt ihr auf der obersten Hälfte eine römische 7. Nächstes Mal noch erst mehr von der Geschichte von dem deutschen Schiff umhoben wie Tampico und Tamaulipas, Mexiko. Und dann war der Krieg noch Kolonie in Sommerfeld der Mennoniten Ehren von Mexiko nach Kanada tragen. But nächstes Mal, that's George Rempel.